Den 3. Mai gouf an der Sportsaal zu Kirlen dat interaktivt Spiel LU zusammen mit den Kanner aus der Schule getestet. Fred war groß bei den Kanner an der Präsident von der Schulkommission, die Guy Breden, hat als pure Erklärung dazu gegeben. Ja, das Spiel das nennt sich LU. Das ist so, dass es pädagogisch ist, dass die Kanner können in Gruppen immer spielen. Das System hat sich entdeckt gehen an der Schulkommission immer darüber geschwärzt. Und noch einmal einen Test. Aber wie gesagt, Kanner sind extrem begeistert. Ja, es gesagt wirklich, dass Kanner extrem begeistert sind. Da ist, sieht auch ein paar Momente, wie Kanner da spielen. Aber was für Spieler sind das da genau? Ja, das können Rechenspieler sein, das sind Puzzlespieler, das sind am ganzen 23 Stück. Ganz ohne, das ist Entdeckungsrecht. Das ist auf jeden Fall von Jugendlichen bis auf Senioren, die Spieler, die können bis 99 Jahre spielen. Das ist Sport verbunden mit Grips, also das muss ihn denken, muss ich auch rechnen können, muss ihn verschiedene Sachen lesen. Also das ist ein ganz gutes System und wir gucken, ob das doch Sinn macht, das eventuell Highload zu installieren. Da froh mal in von den Kanner, wie ihr Team dann haut gefällt. Mir gefällt mega gut, weil wir etwas können lernen und das auch Sport. Super. Die Jugendkommission hat den 12. Mai in Ausflug an den Park Sinnesreich gemacht. Der Präsident von der Jugendkommission, Marc Biesen, hat als pure Erklärung dazu gegeben. Ich begrüße mich da ganz herzlich auf der Shaggy-Überraschung von der 14. Edition vom Flohmarkt für Kannersachen. Das ist die Edition, die wir am Hirsch hatten. Das vom Hirsch geht dann das Jahr und der Park Sinnesreich oder besser der Foyer Eistlicher Heim, ASBL. Den Herr Scholtes, als auch haut hei, wäre das ja nur nach Provozonen zum Park. Aber doch mal den Suen kann gemacht gehen. Also ich will dich mal Merci sagen. Ich meine, wir sind heute mit einer kleinen Familienausflug gemacht. Der Tisch tatsächlich Leute von der Jugendkommission, mir auch alle die Freunde, Familie, die immer mal helfen. Letztes Jahr hat man sogar Unterstützung von den Kanner auch. Dafür bin ich ganz froh, dass alle Kanner heute mit dabei sind. Wir hatten am Hirsch für 12.778 € Kannersachen verkauft. Das ist enorm, wenn ihr wisst, dass die Sache just 1 € oder 2 € mindestens kosten. Der erste Benefis, der für uns übrig geblieben war, das waren 3.194. Wir hatten noch gegrillt, Getränke und so verkauft und nur das Gemeng noch die Sache abgeräumt, sodass wir heute den symbolischen Scheck von 4.000 € können überreichen. Den Herr Roman Scholtes vom Foyer Eistlicher Heim, ASBL, hat als eine Erklärung zu dem ganzen Projekt gegeben. Es hat 2 große Strukturen. Da denkt das als Wohnstruktur, das ist die andere Seite von der Straße. Das sieht der Herr noch, wenn da rundherum geht. Da wohnen Leute mit einer geistlichen Behinderung, Männer und Frauen. Es sind lauter erwachsene Leute, die kein Kanner. Am Laufe von den Jahren haben wir festgestellt, die behinderten Leute für ihr Leben einfach nach mehr sinnvoll und mehr wertvoll zu gestalten, brauchen sie unbedingt auch einen Arbeitsplatz. Und da haben wir verschiedene Atelier gegründet. Wir haben angefangen mit einer Gärtnerei. Wir gehen ganz viel bei Privatleuten daheim. Die Wurst mähen, die Hecke schneiden, die Gärte graben. Natürlich hier in unserer Gegend, da ist Kirlen, noch vielleicht ein bisschen weit weg, so sitzen wir mehr an den Bussen, wie wir schaffen. Da will ich ja nicht vergessen, ich will ganz dicke Merci zu sagen, Herr Biesen, mit der ganzen Equipe und noch der Gemeinde Kirlen für die wunderbare finanzielle Unterstützung haben wir einen Scheck von über 4.000 €. Die suchen, die wir können das öfter mal checken und die gehen alle verwehrt am Sinn für eben unsere Behinderten auch Arbeitsmöglichkeiten und Wohnstrukturen zu schaffen. Nur der Scheck-Überraschung konnte die Jugendkommission zusammen mit ihren Familien den Park Sinnesreich erforschen, was bei den Kanner, aber bei den Großen für viel Frieden gesorgt wird.
Dës Jahr huet de Mark Einsweiler e ganz spezielle Pickfilsche fir d'Emeise geformt. Mam Resultat, dats de Fullegemp gebuer gouf. Fir dëse Pickfilschen huet hi sech Superjamp inspiriert. De 15. Mai war zu Kiel an der Galerie bei der Kirch die Verrechung vun de 5 limitierte Fullegempe. Sowohl auf Einzelinitiativen hin, aber natürlich auch mit Kommissionen. Wir hatten immer einen Wunsch oder wir setzen eine Aktion auf alle, die aufgrund von einer Einzelinitiative entstanden ist, und zwar auf die Initiative von Mark Einsweiler. Wenn ich von Superjamp schwätze, da sind wir natürlich extrem häufig, dass ich von den Pappen vom Superjamp loben kann, weil ich sind den Lucien Sugar, den zusammen mit meinem Schloss den Superjamp für viele Jahre kreiert hat. Ich bin auch ganz froh, dass Madame Leiner den Abend Matthias am präsent ist. Ich meine, dass der Max seine Aktion, sein Engagement am Kontext von Drehmeisen, aber auch am Respekt von der Kreation Superjamp gemerkt hat, ganz besonders. Nachdem es Ostermeiten die 250 Fulljampen waren net 53 Minuten hat et nach Mechkeet das hinnéierte Fulljamp zu stehen, an dem sie per Mail eng Opfer eurer geschickt. Ein größt Zomm aus der Summe kommt an dafür e guten Zweck. Den Erleis von der Stee geht integral und Fondation Krebskrank Kanner. Von meiner Seite aus ein große Merci und alle die Leute, die eng Opfer geschickt haben. Und eine ganz große Merci über die 5 glücklichen Gewinner von der Stee für ihr echt Offeren. Sowohl die 5 Leute, die auf der Stee am meisten Geburten haben, wie auch der Lucien Sugar, wie die Frau von Roger Leiner, ein Vertreter von der Gemeinde Kielen, waren überwältigt von dieser Gesamtsumme von 15.727 €. Der 19. Mai war am Dorfkehr zu Kielen die 3. Edition vom Kultur- und Kunstfestival Cookie organisiert von unserer Kulturkommission an Zusammenarbeit mit der Gemeinde Kielen. Wie de Cookie an Spengel Schneimer dat Dinge durch. Gi so den Länder Gerchenländer huet déier dat ze ma och eng vun de dreivende Kräften afir en der Atoir de jouer. Voilà. Merci an dommer ass den Cookie-Edition 2019 offiziell op. Erschene da an de grossen Erfolleg fir je verré. Über 100 Künstler an Aussteller hatten de Weh op Kiele Fond a wusste voll a ganz ze begeistern.
il faut dire Zikatoc. Zikatoc. Zikatoc, c'est le nom du groupe, il faut dire avec nous, sinon ça tourne en boucle pendant 1h30. Zikatoc. Prochain, c'est vous, hein. Zikatoc. Ouais. Wir freuen uns auf alle Fall schon auf die nächste Edition. E Merci geht aber auch an Altauwohner, die verstehst du mich hatten, dass den Tag die Mobilität mit dem Auto begrenzt war. Mein spezielle Konzert war am späten Nachmittag an der Kirche von 18 Uhr bis 19 Uhr. Und das mit dem Orchester Shadow Whispers. Ob der Urgel, der Paul Kaiser.
Ma dann noch nach ein klein Nolies vun den Europawahlen. So wie an allgemeng am Land war auch die Killner beglegt mat méi oder Mannerguden Entwurf vun Wahlplakater. De 26. Mai waren endlich soweit. Wir waren mat der Kamera dabei, wo Politiker aus der Gemeinde Kiel in ihre Stimmzettel missen aufgehen.